Also viele haben ja diesen Traum und Genau. ich bin da einfach so reingerutscht irgendwie. Und also ich bin da total dankbar für. Also wirklich schon immer. Ich hab gerade nochmal überlegt, ich habe gedacht, die Frage kommt bestimmt. Ich habe im Karneval tatsächlich angefangen. Also meine Eltern und ich waren schon immer in so einem Karnevalsverein. Ich komme ja vom Land. Und da war dann irgendwann, ich glaube mit, ich hab keine Ahnung, 8, 7 oder so, dann stand ich das erste Mal irgendwie beim Kinderkarneval mit auf der Bühne und habe da mit ein paar Kindern zusammen gesungen. Und dann später habe ich dann auch irgendwelche Texte umgetextet, so mit 10, die dann die Gruppe dann gesungen hat. Und ja, so hat das angefangen, dass ich überhaupt mal auf der Bühne stand. Ja, also bei diesem Kinderkarneval, das weiß ich noch, das war relativ scheiße, relativ schlimm. Eine nicht so schöne Erfahrung eigentlich, weil wir haben das Lied halt vorher mal geübt und dann hat das einer aber zu hoch angefangen und wir haben uns dann nur noch einen abgeklecht. So, es war irgendwie ein bisschen, also es war nicht so eine schöne Erfahrung, aber trotzdem habe ich dann halt gedacht, so ach komm. Ich habe da nie drüber nachgedacht und ich habe auch nie gedacht, ich will jetzt Sängerin werden oder also viele haben ja diesen Traum und Genau. ich bin da einfach so reingerutscht irgendwie und also ich bin da total dankbar für, aber ich habe da nie gesagt, so ja, ich werde jetzt Sängerin und ich muss das machen. Eigentlich war es eher umgekehrt. Meine Eltern haben gesagt, ach, mach das doch. Du kannst doch auch irgendwie eine Musical-Schule oder irgendwas machen. Und ich habe immer gesagt, nein, ich will einen vernünftigen Beruf lernen. Ich glaube, das ist auch so eine Sicherheitsfrage. Ne? Ich habe nie gedacht, dass man damit überhaupt seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und, was aber doch gut klappt. Also das ist dann doch, hat dann doch funktioniert irgendwie. Und ich habe dann auch tatsächlich einen vernünftigen Beruf gelernt und bin gelernte Logopädin. Ja. Habe da aber nie richtig drin gearbeitet. Also es war eigentlich so, dass ich zwar immer was Vernünftiges lernen wollte, aber nie wusste was. Also ich hatte nie irgendwie so einen Traumberuf. Und dann habe ich immer die Schule weitergemacht und habe dann irgendwann selber, weil ich Stimmprobleme hatte, war ich selber bei einer Logopädin und habe dadurch dann gedacht, ach komm, dann machst halt das. Das passt ja irgendwie. Also ich habe zwar den Beruf nicht richtig ausgeübt, aber trotzdem hat es mir was gebracht. Also ich kann deutlich länger singen jetzt und weiß, was ich mache. Also ich habe da früher nie drüber nachgedacht, wie ich singe. Im Alltag spreche ich das überhaupt nicht. Also mein Opa spricht platt, mein Vater spricht platt, aber auch nicht Kölsch, weil wir kommen aus dem Bergischen, was sich ja ähnelt, das ähnelt sich so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht dasselbe. Und ich meine, das Kölsche an sich ähnelt sich ja schon kaum. Also ich habe alles Mögliche gehört, aber die Blackfoes fand ich zum Beispiel immer total cool. Als Kind schon. Und da hatte ich immer so eine Kassette, weiß ich noch, die hat sich irgendwie irgendwann abgenudelt. Die war einfach, habe ich so durchgehört immer. Und dann habe ich aber lange Zeit nichts Kölsches mehr gemacht, außer halt, dass ich im Karnevalsverein immer geblieben bin. Und habe aber dann immer nur Englisch und Deutsch gesungen, also meistens Englisch. Und irgendwann bin ich dann in so eine Veranstaltung reingerutscht, zufälligerweise auf Kölsch, mit dem Stefan Knittler. Und da habe ich dann wieder angefangen, Kölsch zu singen. Und man kann wirklich Kölsch gut singen. Also es fühlt sich gut an. Vieles, was auf Deutsch auch total peinlich klingen würde, klingt auf Kölsch irgendwie schön. Also es war super schön. Am Anfang ich bin bei jedem Auftritt aufgeregt. Aber da war das so, dass ich am Anfang sehr aufgeregt war, weil es halt immer irgendwie, du hast nur einen Spot oder 2 Spots und gehst dann auf die Bühne und dann hast du wieder eine Pause und musst dich dann aber trotzdem noch irgendwie adrenalinmäßig hochhalten. Und da war ich total aufgeregt. Dann habe ich aber gemerkt, wie sich das, also von Veranstaltung zu Veranstaltung, die Aufregung hat sich gesenkt. Man entspannt sich und kann sich halt total auf das konzentrieren, was man da gerade macht und
Es macht dann einfach nur noch Spaß und man hat kein komisches Gefühl mehr, dass man jetzt denkt, oh nein, jetzt passiert irgendwas. Also es hat sich völlig normal angefühlt, da anzukommen. Die haben mich total gut aufgenommen, super nette Leute. Und man hat auch gemerkt, dass das so ein eingespieltes Team ist. Und der Roland hat mich auch so gut da vorbereitet, dass es einfach sich ganz normal und schön anfühlt. Das war super. Weil ich versuche halt auch bei Matt Hirsch oder gerade bei Eyal Wardet Kost, das ist ja von der Emotion total, es ist ein krasses, schönes Lied mit einem tollen Text und da gibt man dann ja auch seine eigenen Gefühle rein und versucht das zu interpretieren und da unterscheidet sich das gar nicht. Ich schreibe vor allem Texte, also ich mache jetzt, die Musik kann ich selber nicht machen, weil ich einfach kein Instrument spiele. Aber Text und Melodien und sowas mache ich ganz gut. Klar, wenn man jetzt einen eigenen Text geschrieben hat, der auch noch irgendwie wirklich so ist, eben die Kindheit noch so drin hat, dann ist es schon auch noch mal ein Stückchen mehr, aber so viel mehr komischerweise nicht. Nee.